Hallihallo und herzlich willkommen bei eurem Schweizer zurück zu Kingdom Hearts 3. Ja, wir befinden uns kurz vor dem Landausflug zum Schlüsselschwertfriedhof und ich würde sagen, ich versuche das mal gar nicht so viel blabberle, sondern wir machen uns mal direkt auf den Weg Richtung Schlüsselschwertfriedhof. Ich habe, glaube noch nie einen schöneren Ort gesehen in meinem ganzen Leben nicht. Himmel, Meer, wohin Herzen gehen. Ein guter Text zum uns parat machen für die coole neue Welt. Ich freue mich jetzt schon, wenn der riesig lange Ladebildschirm endlich mal sein Ende angefunden hat. Aber los geht's! It's time. The Keyblade Graveyard is up ahead. Someone's coming. Legend has it that darkness once covered the world. We know so little about the Keyblade War, only that it was just the beginning. If ruin brings about creation, what then would another Keyblade War bring? When the darkness falls, will we be found worthy of the precious light the legend speaks of? Or will all of creation be instead returned to the shadows? Today we will recreate the legend and see. But first, your light shines far too brightly. It must be extinguished in order for the truth to be seen. Only when your hopes have been broken by battle upon battle can the key be claimed to Kingdom Hearts. And break you is what we shall do. It has been etched. Look at how many there are! Oh! Okay, gang, get ready! Okay, besiegen alle Gegner. Oh, das sind aber einige Gegner, wenn wir gerade alle aufs Mal besiegen. Aber ich würde sagen, wir machen uns gerade mal darauf los, die Massenvernichtung all diesen Lölis vorzubereiten. Das sieht, damit mit dem Blitz kann ich mal am Anfang ziemlich gut Schaden austeilen. Wir hätten natürlich auch gerade noch Blitz gehabt. So, boah, das sind aber verdammt viel. Oh Mann, oh Mann. Das wird ein episch langer Kampf, würde ich da mal sagen. Wir sind da wirklich in der kompletten Massenvernichtung von jedem einzelnen Schlawiner da draussen. Ich würde sagen, wir setzen gerade mal unser Magierkarussell. Das sollte uns in dieser Situation ziemlich gut weiterhelfen. Und Mann, der Krieg gegen Licht gegen Dunkelheit hat angefangen. Jetzt ist nur noch die Frage, wer sind die Besseren? Und ich würde mal sagen, solange der Schweizer auf der Seite vom Licht steht, sieht das eigentlich ziemlich gut aus alles. So. Da haben wir gerade noch ihre T-Tasten zur Verfügung. Ich würde sagen, ich knalle jetzt da mal eine Attraktion nach dem anderen raus. Dort hinten sehe ich schon einen riesen Herzlosen. Wo ist er jetzt verschwunden? Ah, da hinten. Ich würde sagen, ich versuche jetzt wirklich gerade mal mit ihren T-Tasten immer gerade am meisten Damage reinzuheizen.
dass er uns nicht so sehr auf den Sack kann gehen. So. Nice. Finale! Das hat gerade gelangt, um den Riesentyp dann auseinanderzubekommen. Oh Mann, aber ich habe das Gefühl, es werden irgendwie nicht weniger. Wir hätten aber auch unser Mann wieder voll an Gubi-Bomber an dieser Stelle nicht schlecht. Boah. Okay, ich habe wirklich das Gefühl, das kann sich nur um ein paar Stunden handeln. Ich will gar nicht wissen, wie viele Gegner wir hier besiegt haben. Ah, wir haben hier sogar eine Anzeige, wie viele Gegner wir müssten besiegt haben von all denen. Sturmkrallen aktiv, dann hätten wir das Magierkarussell nochmal. So, mit unseren Krallen sollten wir uns doch gut durchprügeln gegen all die Herzlos. Aber es sieht irgendwie aus, als hätte es da wie so ein... Genau, da komme ich nicht weiter raus. Also wir sind wirklich begrenzt in einem Kreis rein und es kommen nach wie nach mehr dazu. Wow, Plasmanaut wäre, glaube ich, in dem Moment kein schlechter Entscheid. So, dann räumen wir doch einmal das Feld mit unserem Schweizer Gefährt. So, jetzt ziemlich mal der Grosse da, weil der ist ziemlich nervig. So, den Grossen haben wir schon mal eliminiert. Jetzt kommen wieder ein paar hundert kleine weitere an. Ich muss schon sagen, das ist schon geil gemacht, dass man da gegen so viele Herzlose aufs Mal kämpfen kann. Wenn wir hier oben sehen, also die Gegneranzahl geht wirklich sehr langsam runter. Das heisst, wir haben wirklich praktisch mega viel noch vor uns. Feuerwerkzeug. Setzen wir das einmal ein. Oh Mann, das ist das, was wir schon mal einsetzen beim Olympus. Das ist die geilste Attraktion, die ich kenne und was es einfach gibt. Da fliegen sie einfach nur noch komplett durch die Luft. So wie wir hier am... Wow! Also das muss ich sagen, das ist jetzt gerade schon ziemlich episch. So geht es natürlich auch noch ziemlich schnell, muss ich sagen. Also so viel sind es jetzt schon plötzlich auch nicht mehr. Okay, die haut da richtig durch die Luft durch. Da haben wir nochmal einen grösseren. Ich würde sagen, ich versuche da ein bisschen mehr in die Mitte zu ballern, damit wir auch den grösseren noch verwutschen. So. Wir könnten jetzt eigentlich das 3 drücken für unser Finale, aber ich würde sagen, ich ballere da noch ganz kurz ein bisschen ab. Das Finale löst sich sogar von allein aus. Ich würde sagen... okay, auch nicht. Wir machen da jetzt einfach einen Kopfüberstand irgendwie. Recht verwirrend irgendwie, noch so zum Teil. Ich würde sagen, wir setzen mal unser Finale ein, weil wir sind kurz davor, genug Gegner zu besiegt haben. Okay. Was läuft jetzt? Okay, das hat gerade noch gelangt. Wunderschön, um das zu beenden. Wir haben finalen Schlag bekommen, plus einen neuen Item-Slot. Ziemlich gut. Wir haben Gleiter erhalten. Gleiter halt in der Luft Kreis gedrückt und mit hoher Geschwindigkeit per Gleiter grosse Entfernung zu machen. Jawohl, das heisst für uns jetzt haben wir endlich das freigeschaltet, was ich einfach vorhaben will. Jetzt haben wir da, wie es aussieht, wirklich komplett ein paar hunderttausend von diesen komischen Lölis komplett dürfen im Wind hauen. Ich würde sagen, aber der Gleiter rüstet gerade mal aus. Das ist der, den ich erzählt habe mal vor ein paar Folgen in San Francisco, wo ich gemeint habe, jetzt haben wir den freigeschaltet. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Gleiter, jawohl, jetzt können wir uns eigentlich die ganze Zeit da durch die Luft gleiten. Und da wartet schon unser Kisteli auf uns. Das sacken wir doch auch gerade mal noch ein nach dem epischen Kampf. Karte das Ödland. Eine Karte des Gebiets, um dich zurechtzufinden. Nice. Würde ich jetzt mal sagen, da haben wir, glaube ich, soweit im Fall alles erledigt. Da können wir auch nichts mehr erledigen. Dann machen wir uns langsam auf den Weg. Richtig Organisation 13 in dem Fall. Also ich denke mal oder erwarte mal, dass die wahrscheinlich auf dieser Seite werden stehen. Da haben wir sogar noch einen Speicherpunkt. Ich würde sagen, ich speichere auch noch ganz kurz einmal ab. Dass wir da auf Nummer sicher sind, dass ja nichts verloren geht, oder? Jolleliti. So. Ich würde sagen, los geht's. Geld und Angst haben wir keine, darum rennen wir um unser Leben. So. Das ist aber wirklich mega viel Schlüsselschwerter. Können wir da vorne ein paar mitnehmen und ihm gegen den Kopf rühren, damit sie wissen, wer wir sind. Vielleicht finden wir auch eins mit Schweizer Kreuz. Das wäre natürlich ziemlich cool. Aber gut, das sind alles recht vermoderte, alte, verrostete Schlüsselschwerter. Da muss ich sagen, da gefällt mir meins schon einiges besser. Da vorne wartet schon unsere Lichtträger, also unsere Lichtbringer, auf uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit uns wären es 7 Stück.
gegen die Organisation 13. Jetzt schauen wir mal an, was uns jetzt wieder erwartet. Bin ich da gespannt. Is everybody okay? Come on, let's go. Tara! Ven! Tara! We found you! Tara, please say you're in there. What gives, Aqua? I know that you're not him. Huh? Now let our friend go! He is their 13th. Today is the day you all lose. What? Before you even face the 13, every last one of you will be torn heart from body. But fear not. The Keyblade will still be forged. We're not gonna lose to you. That's it! Axel! No! Sora! No! Donald! No! Ven! This can't be real. Huh? Pull it together, Sora. We haven't lost them. They still have their hearts. But we have to protect them. Right. We stand together. Mickey, Kairi, Goofy, watch the others. No! We should all get to safety while we still can!
It's too late for that. It can't be. No. Aqua! Sora! They're gone. Kyrie, Donald, Goofy, the king. Gone forever. What do we do? Without them, all my strength came from them. They gave me all of it. Alone? I'm worthless. We've lost. It's over. Sora, you don't believe that. I know you don't. Und so erlosch das Licht, so wie es in einem Buch der Prophezeiung steht. Okay, also ziemlich beeindruckend, was gerade passiert ist. Der Donald und der Goofy haben sich aufgeopfert, um Sora und Kairi zu retten, und gleichzeitig sind jetzt alle von der Dunkelheit verschlungen worden, von mehreren hunderttausenden Herzlosen. Und da kommen wir zu unserem Schachbrett von ganz am Anfang. Checkmate. And so darkness prevails, and light expires. You need a new strategy. My move, isn't it? Huh? It's not over. Come on, that's not fair. I know I had you. Yes, you nearly did. But a game's no fun if you know where it's going. There's more to light than meets the eye. I told you. Some light comes from the past. Okay, also blöd gesagt sehen wir da, das Schachbrettspiel soll eigentlich darstellen, was die gerade durchmachen, Licht gegen Dunkelheit. Wir schauen gespannt weiter.
Where am I? Die letzte Welt. Und das auf Schweizerdeutsch. So, wir befinden uns hier an einem ziemlich komischen Ort. Also es soll die letzte Welt sein. Wir sehen auch so durchsichtig aus, so geisterhaft. Ich würde sagen, ich versuche jetzt hier in dem Fall einfach mal ein bisschen rumzulaufen. Can't stay away now, can you? Hello? The name's Chirithy, and this is the final world. I'm Sora. What's the final world? There's nothing else beyond this. You've wandered here more than once before on your visits to the Station of Awakening, but I let that slide. The edges of sleep and death touch, and one can't help the occasional crossover. Wait, death? Yes, the natural end for those whose hearts and bodies perish together. But some persist and arrive here. My heart and body perished? Does that mean... Something is holding you here, refusing to let you go. You're hanging by a thread. What about my friends? I'm afraid that no one else arrived with you. And if they're not here, they're either gone forever, or they're clinging to the world you came from. I'm going back! Whoa! How exactly? You can't just wander out like your other visits. What? I told you. The other times you came here by your own choice. This time is very different. To become your old self again and return to the real world, you'll have to piece yourself back together in this world first. Ah! Why am I in pieces? What? No, not literally, of course. You're conceptually in pieces. On the inside, who knows? But on the outside, you're just fine. Oh, okay. You kind of freaked me out there. Oh boy. Usually, only a heart can reach the final world. But since you've clearly managed to retain some kind of form, that can only mean your body was cast into this world as well. Okay, so then if I can find my body, that means I'll be able to go back? Precisely. But there's a lot of you to find. You're going to be busy. Okay, sammeln die Phantome ein und setzen Sora wieder zusammen. Das bedeutet, wir befinden uns in dem Fall zwischen Leben und Tod. Ah, das wäre jetzt das Sternchen, da wäre in dem Fall das kleine herzige Ding, wo wir anklicken könnten, um nochmal nachfragen, was los ist. In dem Fall müssen wir anfangen, unsere Phantome einsammeln. Nachdem der Sora ja so klaglos aufgegeben hat gegen die herzlosen Massen, sind wir jetzt im Bereich zwischen Leben und Tod. Das bedeutet... das kann wirklich, glaube ich, ein Zeitchen dauern. Jetzt müssen wir uns wirklich komplett wieder zusammensetzen und alle unsere Einzelteile suchen. Wie es aussieht, ist unser Herz noch am rechten Fleck. It's me, Naminé. Naminé? Hey, Naminé? I'm so glad that you managed to hold on to who you are. Why are you here? I was in Kairi's heart, but then we were struck by a powerful darkness, and I woke up here. And Kairi?
I can feel her heart. She's fighting with all her strength to keep you from fading away. So the reason I retained my form in this place... It's because she's holding you together. Go to her. I'm trying, but what about you? I can't just leave you stuck here. It's okay. Really. Kairi is where I came from. So when she's safe again, Kairi is where I'll return. Naminé, I know that I'm supposed to thank you. The datascape doesn't count. I need to say the words myself. But not like this. You and Roxas can't tell me you're okay with this. I know how much you're hurting. I felt that pain through Roxas. He's the one they all miss. It's not me. Wrong! What about me? Kairi, Donald, Goofy, the King. Roxas too, he misses you. And someone else special I know won't let you down. Sora, thank you. Well, then I'm gonna go save Kairi, so at least you'll be free of this place. Okay? Oh, wait. Huh? While sifting through memories, I spoke to Terra, the Keyblade wielder you've been looking for. He has a strong will, and it keeps him tethered to the realm of light. I'll try tracing that connection. Maybe that'll be enough to tip the scales in the other direction. Huh? Let's just say I've got your back. That part of you? It reminds me of Kairi. Thanks, Naminé. Oh! That's not the official thank you. Uh-huh. Well, see ya. Be careful. So, nach dieser super herzigen kleinen Begegnung mit der Naminé suchen wir in dem Fall weiter unsere Einzelteile zusammen. Da befinden sich ja überall so Sterne, die wir jetzt ansprechen können. Aber ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt mal darum, ein paar Mal uns selber einzusammeln. Ich meine, Terra, oh, jetzt sehen wir da schon, unsere Haare stellen sich langsam wieder her. Vorne ist irgendetwas auftaucht. Was ist das? Untersuchen. Soll ich das jetzt mal untersuchen? Dann wären wir wahrscheinlich schon wieder ins nächste Szenario hineingerissen. Daher würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze in der nächsten Folge wieder an, wenn es heisst, eine kleine Runde mit eurem Schweizer Kingdom Hearts 3, wo wir erfahren, was ist aus dem Terror passiert, was passiert mit dem Sora, schaffen wir uns überhaupt wieder komplett herzustellen und so weiter und so fort. Danke vielmals fürs Einschalten und wir sehen uns. Danke. Ciao.